Lefjecke, Donnerstag, 14. Februar 2013, höchst Valentinstag. Und hey, kommen die News. Ja, Lefjecke, Donnerstag, Valentinstag, herrlich. Könnt ihr im Lefje ein paar Blümchen mitbringen und ganz besonders lieb übrigens zueinander sind. Trotz allem, die Welt dreht sich, das wisst ihr. Und was ist passiert? Eilmeldung haben wir da. Pretoria, Südafrika. Olympiateilnehmer Oscar Pistorius haben sie festgenommen. Den kennt ihr von der letzten Olympischen Spielchen, nehme ich an. Der hätte doch als erster Läufer mit Prothese bei Olympia mitgemacht. Jetzt sieht es so aus, als ob er seine Freundin erschossen hätte. Also, wenn das wirklich vor ist, unbelievable, wie man hier sieht. Und dann kommen wir auch zum ersten Thema von unserer heutigen Sendung. Pferdfleisch im Essen. Tja, was muss ich da wieder lesen? Der Skandal ist jetzt auch bei uns angekommen. Pferdfleisch überall mit drin geklatscht. Der Real hat eine Tiefkühllasagne zurückgerufen. Das hier das ja nicht. Da kaufen die Lügscher Lasagne und wissen ja nicht, was sie da ähnlich in sich rinfordern. Oder hat einer von euch gedacht, dass in einer Lasagne Pferd mit drin ist? Wirklich wundere mögt das ähnlich auch keiner von euch. Bei der Preise, die da zum Teil abgerufen werden, also mich wundert überhaupt nichts mehr. Wenn man überlegt, dass man ein Hähnchen von 2 Pfund im Supermarkt für 3 Euro kaufen kann und ob der andere sich reihen sich überall ob, dass es Massentierhaltung geht. Direkt daneben liegen ja die glücklichen Hähne für 15 bis 20 Euro. Die Köf ever Kinder. Gut, vielleicht ein Netti oder hey der Wolf. Genauso glüft doch Kinder von euch, dass eine Dönerrand voll mit Fleisch bis oben für 1,50 Euro von freilaufenden Hühner oder handgestriegelte Kälbchen ist, oder? Also jetzt die Frage, was liert uns der Skandal? Tja, das ist ganz einfach. Man müsste grundsätzlich davon ausgehen, dass man für wenig Geld teilweise Fuhlpferd oder eine zerrobbte Schaf zu uns nehmen. So ist das, Leflügsche. Tja, Leflügsche. Kommen wir mal direkt zum nächsten Thema. Bachelor. Schmalzlok geht baden. Tja, was muss ich da wieder mit anschauen? Der Schmalzlok geht mit dem blonden Silikonpüppchen planschen. Und natürlich kommt das Hohn direkt im Eva-Kostüm über die Bildfläche rannt. Und marschiert schön in der Whirlpoolerin, ist klar. Tja, und weil der Schöne dann los ob der Paarung im Pool hätte Melanie sich von der inszenierten Show abgemeldet. Mein Gott, was ein Unsinn. Pro7 ist aktuell der Sender, der mit der ganzen Bestusste unheimlich Jod mäht. Unser Bachelor pflegt für die bekloppteste Höhner quer in der Weltgeschichte rum. Gestern vom Matterhorn direkt nach Mauritius. Das Ganze wird nur noch getoppt vom Beauty und den Nerds, was ihr heute Abend wieder läuft. Wenn ihr mutig genug seid, könnt ihr euch dann ab Viertel nach 8 über 3 Stunden mit der größten Stuss berieseln lassen. Denn direkt danach könnt ihr auch noch die super Show We Love Zelden. Tja, ins Spinkse und dann erzählen wir da Neue drüber. Tja, kommen wir zum Tag. 14. Februar 2013. Was ist all an dem Tag passiert, an diesem 14. Februar? 1908, für alle Skifahrer interessant. Der älteste Skilift der Welt wird im Schwarzwald eröffnet. 1931, der Horrorstriefe Dracula wird in New York uraufgeführt. 1981, die Fernsehshow Wetten, das geht mit Erfinder Frank Elstner an den Start. 2003, Schorf Dolly, das erste durch Klonierungsverfahren erzeugte Säugetier, stirbt. Tragisch, tragisch, das arme Schorf. Naja, Geburtstage, 1963, Gildo Horn. Oder hieß der Gildo? Der hieß Gildo Horn, ja.
Schlagersänger. Damit er jetzt genau 50 Jahre alt werde. Gildo, wenn du uns hörst, von hier aus, von Hetze, von Köln, alles Gute. So, und dann Namenstage, ist klar, ne? Heute ist Valentinstag. Und, was haben wir? Richtig, Valentin, hat heute Geburtstag, Namenstag. Tja, jetzt haben wir das meiste geschafft. Jetzt fällt nur noch das Wetter. Und das Wetter, das könnt ihr am besten erkennen, wenn ihr nach draußen schaut. Das kennt ihr.